Was ist eigentlich ein Stobede? Hoi miteinander, der Sommer zeigt sich dieses Jahr ja echt im schönsten Kleid und bald finden auch die ersten Alpstobede statt. Darum habe ich gedacht, erzähle ich euch heute ein bisschen mehr über den Ausdruck und das Brauchtum Stobede. Bei uns in Appenzell sagt man mehr Stobede, in anderen Dialekten sagt man auch Stubete, eher mit einem U ausgesprochen. Die Bedeutung aber ist die gleiche. Stobede bezeichnet das gesellige Zusammensein von Freunden und Nachbarn in der Stube, also im Wohnzimmer vom jeweiligen Gastgeber. Der Ausdruck «zu Stobede gehen» bedeutet also eigentlich, jemanden in seinem Wohnraum besuchen und mit ihm reden. Für den Ausdruck gibt es sogar Belege aus dem 15. Jahrhundert und er findet sich vor allem in der östlichen Schweiz, in Zürich, im Thurgau, St. Gallen, Graubünden und eben auch in Appenzell. Das ins Wohnzimmer vom Gastgeber gehen und ein bisschen plaudern, hat mit der Zeit verschiedene Formen entwickelt. Eine Form ist zum Beispiel gesehen, wenn Frauen sich gemütlich getroffen haben und sich am Nachmittag oder Abend einer gemeinsamen Heimarbeit gewidmet haben. Man hat dem dann auch Spinnstubete oder Schleizstubete gesagt. Ehrlich gesagt, diese Ausdrücke habe ich auch noch nie gehört und ich musste es auch raussuchen. Oder man hat Lieder und Tanzabende organisiert, sogenannte Singstubete. Spezielle Stubete, wo sich junge Leute getroffen haben, vielleicht so wie ein Datingabend heutzutage, und sogar Anlässe mit religiösem Charakter, wie Bettstubete oder Stündlerstubete, hat es auch gegeben. Und dann gibt es eben auch die Alpstubete, wo ich persönlich ganz einen schönen Anlass finde und auch schon selber besucht habe. Dort hat man es dann immer recht lustig. Früher hat man den Alpstubete auch Weitstubete gesagt. Es ist immer etwa um die Mitte vom Alpsommer, also ungefähr gegen Ende Juli, wo auf verschiedenen grösseren Alpen und auch Berggasthäusern ein Fest mit traditionellem Charakter stattfindet. Die Feste werden teilweise unter freiem Himmel abgehalten und bei schlechter Witterung oder auch am Abend wird in der Gaststube weiter musiziert und tanzt. Meistens geht dem gemütlichen Teil ein Alpgottesdienst voraus, in Inneren von der Bergkapelle oder einfach unter freiem Himmel. Anschliessend wird bei Musik, Gesang und Tanz in einer fröhlichen Runde zusammengehockt, gegessen und natürlich auch reichlich getrunken. Neben den Sennen, die von den Alpen in der Nähe an die Stubede kommen, nehmen auch Landwirte aus dem Tal und eine bunte Schar von Berggängern und Berggängerinnen sowie Touristen an dem Anlass teil. Ich bin ja selber auch kein Bauernbub oder Sen und bin nicht als Aussenseiter aufgefallen. Also, ihr könnt euch getrost an die Stubede wagen. Die Sennen und die Bauern können häufig mit der Tracht, also der traditionellen Kleidung, ans Fest. Und natürlich dann auch in der Sonntagstracht, weil da ja ein spezieller Anlass ist. Es ist ganz schön schauen, wenn man so viele Leute in der Tracht zumindest in der wunderbaren Bergkulisse erleben kann, und darum sind die Alpstubete auch ziemlich beliebt worden. Früher hat so ein Alpstubete auch noch einen sportlichen Teil beinhaltet. Man hat verschiedene Wettkämpfe gemacht, wie zum Beispiel Stehstossen oder Hosenlupfen. Die Wettkämpfe sind natürlich da gewesen, um sich untereinander zu messen und vielleicht auch, je nachdem, eine hübsche Sennin zu beeindrucken. Heute versucht man, die sennischen Wettkämpfe wieder zurückzubringen und aufleben zu lassen. An der Stubede in Appenzell gibt es einen Tanz, der nicht fehlen darf, der sogenannte Hierig. Dieser Tanz wird in der Tracht getanzt und das Tanzbad tut nach einer traditionellen Melodie die Höhen und Tiefen von einer Beziehung auf pantomimische Art darstellen. Dabei werden auch einmal die Füße gesägt, bis sich das Paar zum Schluss, natürlich, mit einem Kuss wieder versöhnt. Ist echt schön zum Schauen. Früher, und das ist vielleicht auch noch gut zu wissen, ist zum Beispiel in Appenzell-Innerrhoden das Tanzen nur an 4 Tage pro Jahr erlaubt gewesen. Stellt euch das mal vor, nur an 4 Tage pro Jahr hat man dort tanzen. So erstaunt es nicht, dass die Alpstubede äusserst beliebt sind und die Leute diese Chance unbedingt nutzen wollten. Fernab von den wachsamen Augen von Kirche und Staat hat man feiern, so viel man wollte. Ja, und wir sind schon wieder am Schluss. Ich hoffe, es war interessant gewesen. Und falls ihr Lust habt, mal an eine Stubede zu gehen, mache ich das unbedingt.
Ein paar Links findet ihr in der Beschreibung. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.